«Meine Küche, deine Küche». Präsentiert von Miele. Mit innovativen Kochgeräten für die ganze Schweiz. Am letzten Tag dieser Woche kocht Stefanie. Und zwar für Antonio, für Rolf, für Cecil und für Julia. Also ich stelle mir Stefanie sehr strukturiert vor. Sie wird genau wissen, was sie wie wo machen muss. Und dann tue ich das jetzt scharf anbraten. Für das wäre es gut, wenn man das nächste Mal den Herd vorher anstellen würde. So, in dieser Küche ist alles so hoch oben. Also das tönt ja wirklich sensationell. Wow, es hat so schön ausgesehen. Es ist wirklich... Heute gibt es das 5. Menü zum Motto «Teigtäschli». Am Finaltag sind wir nochmal zu Basel, mitten in der Stadt, daheim bei der letzten Gastgeberin dieser Woche. Die Stefanie ist auf viele verschiedene Arten kreativ und das schon seit klein auf. Ich hatte ganz lange Ferien bei der Großmutter und dann hat sie mich stricken gelernt und hat dort so ein Seelenwärmerli, hat man dem früher gesagt, gelernt stricken. Später hatte ich in der Primar sogar eine Kindernähmaschine, die effektiv genäht hat. Und dann habe ich bei den Putzlümpen zum Beispiel so Reste von Geschirrtüchern gefunden. Und dann habe ich von das Puppi quasi mit dieser Nähmaschine noch den Schüppli genäht. Stefanie ist ein kreativer Wirbelwind. Bei ihr wird es nie langweilig. So viele Ideen haben, ist für mich vor allem lustvoll und ist lässig, aber vielleicht für die Umgebung ein bisschen anstrengend. Weil jede Idee tut eigentlich irgendetwas auslösen und bedeutet in letzter Konsequenz Veränderung. Stefanie ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Sie ist Farb- und Stilberaterin und ist früher neben ihrem Ökonomiestudium als Flight Attendant um die Welt geflogen. Weil sie Brot und Käse so gerne hat, kann sie jede Mahlzeit damit ersetzen. Ich koche heute Schweinsfilet Medaillon im Blätterteigtäschli mit einer Rohschinken-Cranberry-Farce und Portweissauce und Buttermast Meerrettich-Tipp mit Ofengemüse. Für das braucht sie Blätterteig, Schweinsfilet, Rohschinken, Buttermast, also Hagebuttermus, Meerrettich, Thymian und Rosmarin, Cherrytomatli, Zucchetti, Peperoni, Zwiebeln, Sojasauce, Rahm, Portwein, Cranberries, Leberwurst, Senf und Bratensauce. Ich tue jetzt als erstes schnell Cranberry mit Portwein aufkochen. Das braucht sie dann für die Farce. So kann man einer Füllung, im Fall von heute der Täschli-Füllung, auch sagen. Ich mache es in ein Schälchen rein jetzt und tue es in den Kühlschrank stellen. Als nächstes würde ich jetzt die Sauce ansetzen. Und für die Sauce muss ich eine Zwiebel raffeln Portwein und 1 Deziliter Sojasauce. Kleine Saucenbinder, Rahm und fertig ist die Portweinsauce. Gewinnt der Wochenpreis im Wert von 5000 Franken Familie. Jetzt mitmachen und anrufen auf 0901 90 60 30 für einen Franken 20 oder gratis im Internet. Unter allen, die mitmachen, verlosen wir einen Gutschein für Miele Kochgeräte nach Wahl im Wert von 5000 Franken. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr in der ersten Sendung nächste Woche. Alle Infos gibt es auf srf.ch. Der Finaltag löst bei den Gästen schon ein bisschen Wehmut aus. Ich finde es mega schade. Ich habe diese Woche wirklich super gefunden. Und irgendwie, ich bin heute so am Morgen aufgewacht und also denke, das letzte Mal. Ja, leider. Kann ich noch betonen. Gell? Es war wirklich eine schöne Zeit bis jetzt. Wir brauchen Olivenöl. Schweinsfilet Medaillon. Jetzt tue ich das einfach mit dem Senf ein bisschen einmassieren. Und jetzt tun wir hier noch ein bisschen Rosmarin drüber. Also ich stelle mir Stefanie sehr strukturiert vor. Alles perfekt durchgeplant. Und irgendwie, sie wird so genau wissen, was sie wie wo machen muss. Ich glaube, sie ist sehr organisiert. Und dann tue ich das jetzt scharf anbraten.
Für das wäre es gut, wenn man das nächste Mal den Herd vorher anstellen würde. Das würde substanziell helfen beim Anbraten. Was könnte es geben? Wir sind hier am Rhein. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Fisch, den sie aus dem Wasser gezogen hat. Und dann hat sie noch irgendeinen so einen Blätterteig rein oder so. Ich sage noch mal Tapas. Vielleicht erreiche ich es jetzt noch. Ich habe es die ganze Woche gesagt. Jemand macht das. Ja, Tapas. Ja, niemand hat es gemacht. Das kann sein. Die Schweinsfilet wollen wir ja nicht durchmachen, sondern nur kurz anbraten. Aber es könnte zum Beispiel auch irgendwie Dumplings sein oder Maultaschen. Also, ich finde es mega schwierig, bei ihr das zu sagen. Dann wollen wir die Gäste nicht mehr länger zappeln und lüften das Geheimnis um das Menü. So, Schweinsfilet im Blätterteigtäschchen mit Rohschinken, Cranberry und Farce, Portweinsauce, Buttermast, Meerrettichdip und Ofengemüse. Also das tönt ja wirklich sensationell. Ah, wow, oh mein Gott. Weil wir ja praktische Alltagsküche machen und das Blätterteig ist, habe ich den Blätterteig gekauft, weil einen Blätterteig selber machen, das nein. Jetzt brauchen wir die Leberpappe und kann dann einfach da drauf rausstreichen. Die Leberwurst ist der erste Teil der Farce. Weißt du, was das ist? Cranberry Farce. Vielleicht ist es so etwas Ähnliches wie so Chutney oder so. Oder irgendwie so eine... Die Cranberries sind inzwischen kühl geworden. So, die haben wir. An was mich erinnert, ist so Filet Wellington. Das ist ja auch Fleisch und dann so ein Blätterteig drumherum. Rohschinken. Ja, Käse Rohschinken noch Ja. drinnen und dann wird das geröllert. Genau. Jetzt tue ich immer 2 von denen auf die Teigteile legen. Und jetzt kommt hier ein bisschen Cranberry drauf. Jetzt müssen wir ja noch die Blätterteigtäschchen auch effektiv formen. Für das tue ich das hier über Diagonale schön falten und tue jetzt mit der Hand da schön festmachen, dass das schön dicht ist und nicht rausläuft. Mit dem Henkel wird es wortwörtlich zum Täschli. Ofengemüse ist so Herdöpfel und dann so Rüebli. Pepperoni. Das könnte auch noch sein. Peperonata oder die Oberschenkel. Brokkoli. Ah, Brokkoli. Jetzt mache ich das Ofengemüse. Und das Ofengemüse mache ich aus Zucchetti und farbigen Peperoni. Halbieren, die erneut halbieren. Und ein bisschen aushöhlen. Jetzt tue ich das einfach hier in den Plastiksack rein. Das Gleiche mache ich jetzt mit den Peperoni. Die Stefanie hat es gerne farbig. Darum gibt es 3 verschiedene farbige Peperoni. Jetzt haben wir die Zwiebeln. Jetzt geben wir die Zwiebeln einfach auch in den Plastiksack rein. Italienische Gewürzmischung. Rosmarin und Thymian. Jetzt die einfach hier dazu geben. Jetzt kommt ein bisschen Öl dazu und Pfeffer. Dann mache ich noch ein bisschen Fleur de sel dazu. Und jetzt schüttle ich das einfach schütteln. Praktisch und schnell. Das ist Stefanie ihr Motto beim Kochen. Aber es muss auch schön aussehen. Und jetzt brauche ich hier ein bisschen Knoblauchsalz. In dieser Küche ist alles so hoch oben. Und deshalb muss ich hier immer wieder auf meinem Schemel umeinander laufen. Cherrytomatli, auch noch würzen. Das muss jetzt für 20 Minuten bei 200 Grad im Umluftofen einfach durchgaren. Dann müssen wir jetzt unbedingt die Teigtäschchen bestreichen, damit die möglichst schnell in den Ofen reinkommen. Ich mache das einfach am liebsten schnell mit ein bisschen Rahm. Und jetzt kommen sie für 25 Minuten bei 200 Grad in den Ofen. Sodeli. Andiamo? Ja, Können wir essen? ja, sehr gerne. Wollen wir gehen? Ja. Gut, freuen wir uns. He? Also, auf zum letzten Apero von dieser Woche. Hi, Stefanie. Hi. Super. Hey. Steffi. Hallo. Hey, toll. Steffen. Ciao.
Antonio! Hey! Herzlich willkommen! Super! Gesundheit! Gesundheit. Zum Wohl. Merci für die Einladung. hä? Zum Wohl. Bröstli. Richtig. Bröstli. Gesundheit! Auf einen schönen Abend. Ja. Ihr Lieben, ich muss in die Küche. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim weiteren Apro. Danke Bis vielmals. nachher. Bis nachher. Ciao, ciao. Während dem Apero hat alles gemütlich im Ofen gebacken. Darum kann Stefanie jetzt nur noch anrichten. Der Typ aus Meerrettich und Hagebutten-Mus richtet Stefanie mit dem Spritzbeutel an. Die Portweinsauce füllt sie in ein Gläschen. So wird auf dem Teller nichts matschig. Julia. Wow. Wow. Wow, sieht super So, aus. Deli. Antonio, Merci. bitte. Voilà, Stefanie ihr Blätterteigtäschchen gefüllt mit Schweinsfilet und Rohschinken. Dazu Portweinsauce, Hagebutten, Meerrettichtipp und Ofengemüse. Gesundheit und so schön. Tolle Woche gewesen. Ja, mega. Gesundheit. Bröstli, sehr Antonio, Gesundheit. Bröstli, Julia. Julia. Zum Wohl. Zum Wohl. Wir schaffen es. Gesundheit. Eine gute. Ein guter. Gute, merci. Also, als ich den Teller gesehen habe, bin ich so gesehen, wow. Es hat so schön ausgesehen. Optisch ist gross. Es ist wirklich... Boah. Dann habe ich in den Blätterteigtäschchen hineingeschnitten und dann ist da ein sehr gutes Aroma rausgekommen. Dann das Fleisch, auch wunderbar gesehen, zart, super, ja. Füllung mit dem Schinken. Es hat passt. Meerrettich, das habe ich cool gefunden. Das muss ich sagen. Cavolo. Das habe ich auch mit dem Fleisch probiert. Wirklich, es gibt total einen anderen Geschmack. Die Portweinsauce war mega gut. Die ist crazy gut. Ja. Möchte jemand noch Sauce? Wir haben vorher noch diskutiert wegen dem Blätterteig. Hast du jetzt den selber gemacht? Nein, der Blätterteig, ich muss sagen, ich habe null Verständnis für irgendeine Privatperson, die Blätterteig selber macht. Wenn wir etwas selber machen müssen, weißt, wir müssen schon schauen, dass wir alles machen. Ich habe es halt ein bisschen schade gefunden, dass er halt wie nicht selber gemacht ist. Jetzt nicht, dass man den Blätterteig selber machen muss, aber wenn halt das Thema Teigtäschchen ist, hätte ich mir jetzt gewünscht, dass wie ein Teigtäschchen selber gemacht ist. Und das Motto? Das Motto hat sie wirklich erfüllt. Teigtasche, Teigtasche. Für mich war das Motto sehr gut umgesetzt. Würde ich sagen, hat sie erfüllt. Wie geht's der Stefanie? Ich bin sehr zufrieden mit dem Essen und es geht mir jetzt wirklich enorm gut. Wer gewinnt den Miele-Gutschein im Wert von 1000 Franken? Ist es der Antonio mit seinen Oberschienen Schwertfisch-Ravioli? Oder hat der Rolf mit seinen Teigtascherl nach Rezept von seinem Grossi überzeugt? Vielleicht gewinnt Cecil mit den zweierlei gefüllten türkischen Teigtäschchen. Oder Julia und ihre Karamelle mit Kürbis-Geisskäse-Salbei-Füllung. Ebenfalls im Rennen ist Stefanie mit ihrem Schweinsfilet im Blätterteigtäschchen. Jetzt kommt's aus. Der Antonio holt sich 34 Punkte für sein Menü. Dicht gefolgt vom Rolf mit 1 Punkt mehr. 31 Punkte für Cecil. Die Julia hat Gleichstand mit dem Rolf. Und die Stefanie, liebe Gäste, eure Punkte bitte. Ich gebe der Stefanie 10 Punkte. Mir hat das Menü von der Stefanie heute super gut geschmeckt. Ich gebe darum ihr 10 Punkte. Das Fleisch hat mir ein bisschen zu trocken. Ich gebe der Stefanie 9 Punkte. Den Teig nicht selber gemacht. Gibi. Atta. Das sind geschlagene 37 Punkte für die Stefanie. Sie ist die Siegerin dieser Woche. Oh, ihr seid so scharf. Ja.
es war so eine Woche, die wirklich eine der lässigsten war von meinem ganzen Leben. Ich habe einfach so tolle Leute kennenlernen und oben gehabt. Es war einfach irrsinnig toll. Wollt auch ihr eine tolle Woche erleben? Dann meldet euch an unter srf.ch/minichuchi.